Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein ausgefallener Streitfall ist heute anhängig. Der sorgsame Vater und Ökonom Lux Isidor verlangt von dem E-Agenten und Viehhändler Held Korbinian aus Geisbach die angezahlte Vermittlungsgebühr wieder zurück. Die Dürlinger Pfarrersköchin fehlt nie, wenn es gilt, Dürlinger Bürgern die Wahrheit zu sagen. Und auch der Totengräber Wastelhuber Alois ist dabei, weil er sonst nichts zu tun hat. Und wegen Renovierung ist die Verhandlung in einen anderen Saal verlegt worden. Sei gescheit, Isidor, und gib nach. Zieh da die Klage zurück. Wir zwei brauchen wir doch kein Gericht länger. Wir bringen das Badl schon wieder zusammen, das sag ich dir. Das lässt sich alles wieder richten, Lux, gell? Nein, ich mag nimmer. Ach so, du magst nimmer. Ja bitte, wenn du unbedingt den Prozesshandel spielen willst, dann bin ich beleidigt. Ja, ich will meine 100 Mark wieder, sonst nix. Ne? Wenn du einen Schwerhörigen spielst, ich will meine 100 Mark. Er gibt nicht noch. Ihr Dirlinger Saubären, heute sag ich einmal die Wahrheit. Nicht nur, dass ihr mir und dem hochwürdigen Herrn Pfarrer die Ehre abschneidet. Ihr seid so die reinsten Gotteslästerer. Ach, geh weiter, du unsachliche Jungfer, du unsachliche. Jungfer Ursula und die anderen Zeugen bitte draußen warten. Ja, Zeit wird's, dass endlich losgeht. Nicht einmal die Fronleichnamsprozession ist euch heilig. Ja, was hat denn die Prozession mit dem Prozess zum tun? Nur nicht übertreiben, Jungfer Ursula. Und ein bisschen Spaß versteht ja jeder Mensch. Außer Ihnen. Sonst waren Sie dir ein Lebtag lang ein Jungfer geblieben. Ein sauberer Spaß, wenn unserem Herrgott die Ehre abgeschnitten wird. Da herin geht's um 100 Mark und nicht um einen Herrgott. Ja, wie oft muss ich es jetzt nur sagen? Ruhe und hinaus auf die Wartebank im Flur, alle miteinander. Da herin bleiben bloß zwei Parteien. Lux Isidor kontra Held Korbinian. Entschuldigen Sie, wo kriegen wir denn heuer unser Zeigengeld? Das Zeigengeld, das gibt's erst später. Überhaupt bist du gar kein Zeuge. Und? Naus jetzt, naus. Ja, fix, Lux. Habe ich denn nicht alles getan, was man als Agent überhaupt tun kann? Habe ich nicht zu den kulantesten Bedingungen zwei Menschen zusammengebracht, die wo zusammenpassen, als wir die Turteldamen? Habe ich deiner Räsel nicht 3, habe ich hier nicht sogar 4 Kandidaten aus Kammerfenster geschickt? Du, mein Lieber, darunter Bauernsöhne mit 60, 70, 80, ja sogar 100 Tagwerkgrund. Sogar den Kuttmeier-Sohn von Tierling, gell? Ich bin kein Grundstück und ich will kein Grundstück. Lass gut sein. Hey, Kuttmeier von Tierling! Geh weiter, geh noch mal einer mit deinem Buben da. Siehst du? Ja, jetzt geh weiter. Du pass auf, Bürgermeister, bevor der Richter auftritt, da sind wir zwar wieder versinnt. So. Warte, ich mag die Prozessierer nicht, gell? Das ist nichts. Ja, geh da weiter, probieren. Alter, da her, sag ich. Da stößt jetzt her. Und lass dich wenigstens nur mal anschauen. Neben so einer Hochzeiterin. Ha. Ihr zwei seid ein klassisches Brautpaar. Ja, was sag ich? Ein erstklassiges seid ihr. Und euch schon nebeneinander Sicht. Ihr habt nämlich die 5 Punkte der klassischen Liebe allesamt in euch. Erstens, stammt's wahre her. Will sagen, aus gutem Hause. Zweitens hat jeder von euch jetzt schon einen Tiritari. Drittens kann auf jeder Seite noch eine Erbschaft anfallen. Viertens hab's gerade Glieder und 5. hab ich euch zusammengebracht. Geh weiter, guck mal. Klar, gell? Es fällt mir gar nicht ein. Ja, und du lugst ihm jetzt auch noch. Wenn ich nicht mehr mag, dann mag ich nicht mehr. Ja, nachher gehst du her, guck mal, jetzt du bist der Gescheiter. Geh, schaut deinen Buben grad an, wie verzagt das ausschaut. Bloß weil ihr zwei alten Deppen mir seine Rese nicht verkennt. Herbe, her du jetzt. Da her, sag ich. Du gehst da her, Resi. Weiter, gibt's euch Hand. Lieb mal zusammen und so ein paar gibt's nicht gleich wieder, das sag ich. Ja, sowieso, da hast du recht. Wir haben da immer gute Geschäfte gemacht. Das Hohe Gericht ist da. In Ordnung, in Ordnung. Das Hohe Gericht ist da.
Jetzt geh weiter, gibt's euch kaum, sag ich. Und ihr zwei alten Deppen, Nazis, nicht mehr gut. Geht's halt weiter. Ja? Wir befinden uns hier in einem Gerichtssaal und nicht auf einem öffentlichen Saumarkt. Achtung, das Hohe Gericht ist da. Alles aufstehen. Stehen ja schon alle. Aufgerufen ist die Sache Isidor Lux contra Corbinian Held, Viehhändler und Heiratsagent wegen Rückerstattung einer Vermittlerprovision in der Höhe von 100 Mark. Kläger soll vortreten. Die Zeugen und wer sonst noch ganz überflüssigerweise anwesend sein sollte, gehen hinaus und betreten den Saal erst wieder, wenn sie aufgerufen sind. Die anderen können sich hinhocken. So, mein lieber Isidor Lux. Okay, soll doch Ihr hübsches Töchter gleich mir vorkommen. So, Freund Riesel. Na, Kopf hoch. Schauen Sie mich an. Herr Kläger, Sie haben sich also, um diese hier gegenwärtige Tochter an den Mann zu bringen, der Vermittlung eines sogenannten Maklers oder Eheschmusers bedient. Da sagen Sie mal, war denn das notwendig? Ja, nur, man tut halt, was man kann. Ach, Lux, hören's doch auf. So ein bildhübsches Madel, das kriegt doch ganz von selber rein. Da braucht's doch keine Heiratsagentur. Ja, nur die Buben sind freilich fleißig zu ihr ans Kammerfenster, aber man möchte halt eine ebenbürtige Partie machen. Ebenbürtig? Ah, ja, ja. Und wegen der Ebenbürtigkeit haben Sie also dann den Held beauftragt, ne? Jawohl. Ja, und der hat 100 Mark Vorschuss verlangt. Ja? Ja, und jetzt will er mir das Geld nicht mehr zurückzahlen, obwohl das meine Tochter noch gar nicht verheiratet ist und von ihm da wahrscheinlich auch nie einen Hochzeiter kriegen wird. Oh, Isidor, langsam, langsam. Erstens habe ich keinen Vorschuss verlangt, sondern die nach dem Gesetz vorgeschriebene Anzahlung. Gell? Zweitens habe ich deiner Tochter bereits 4 Hochzeiten zugebracht und drittens ist ja das Paar sowieso schon knapp vor der Hochzeit gestanden. Und viertens halten Sie erst den Mund und gehen sofort wieder auf Ihren Platz zurück, weil ich mich fünftens noch ein bisschen mit der Jungfer Zeugin unterhalten möchte. So, Freund Riesel, kommen Sie bitte näher. Der Held hat also etliche Kandidaten angeboten. Einer von denen hat Ihnen gefallen und den haben Sie sich dann als Hochzeiter rausgesucht, ja? Ja. Und das war, wie ich hier sehe, der Kottmeier Sohn aus Dürling. Na, ihr habt doch sogar schon das Aufgebot stellen wollen im Pfarrhof. Ja, die Geschichte hat doch recht hübsch angefangen. Warum ist denn dann doch keine Hochzeit draus geworden? Weil der Kottmeier Junior ist ein Lump. Ja, der Kottmeier Senior, der ist vor mir einer und ich möchte meine 100 Mark wieder. Ah, nichts da, Herr Oberamtsrichter. Rat, bitte. Rat mögen bedenken, dass ich dem Lux Isidor bereits 4 Hochzeiten zugeführt habe. Das Geschäft war so gut wie perfekt. Und meine Honoraranzahlung, die steht mir ja sowieso zu. Eigentlich 4-fach. Ja. 4 Tage nichts hat er uns vorgeführt. Das Burschen, die er überall vorzeigt. Ach so. Ist vielleicht der Kottmeier-Sohn von Thüringen ein Nichtsnutz? Ja, meine Herren, so kommen wir nicht weiter. Schluss jetzt alle hinhocken miteinander. So was. Gute Lust hätte ich und setze das Verfahren aus, noch ehe es angefangen hat. Wenn man nicht das arme Mädel da leid hätte, da hätte ich die ganze Geschichte überhaupt nicht angenommen. Freund Riesel, komm mal her zu mir. Näher und schneller. Und näher darauf, so. Jetzt sagen Sie mir halt endlich, warum ist aus der Hochzeit mit dem Kottmeier so nichts geworden? Na, so genau weiß ich das auch nicht. Aber ich soll's jetzt ganz genau wissen, meinen's. Der alte Rat hat ja gute Nasen, nicht? Himmel und der Wetter noch einmal. Na ja, jetzt ist er nicht gar so geschreckt. So schlimm war's auch wieder nicht. Habt ihr euch verkracht? Haben sich eure Eltern verkracht? Mein Bräutigam und ich, wir hätten uns schon mengen. So, Ja, aber auf einmal haben die uns ja nicht mehr mengen. so. Ich mein, die Seinen und die meinen haben nicht mehr mengen. Ja, das habe ich kapiert. Dann haben wir auch nicht mehr mengen dürfen. So. Ihr wart aber doch bereits zum Pfarrexamen im Brauthof. So ist nicht für möglich. Zum Brautexamen im Pfarrhof, ja? Ja, da hat der Krach angefangen. Was für ein Krach. Die Ursula hat uns davon gejagt. Und recht hat's gehabt, weil der Kottmeier seinen Hof ja noch gar nicht übergibt. Moment, wie bitte? Wie war das? Ja, die wollte Gästen bist du ein Lump und die möchte er gehen wieder. Ja, sehr viel Einen Moment. Ich vernehme immer noch,
Die Jungfer Zeugin da, gell? Übergeben, was hat Passen er Sie für auf, Herr übergeben? Rat, passen Sie auf, Herr Rat. Hey, also ich bitte... Nein, bitte, Herr Rat, passen Sie auf, hören Sie mir zu, die Geschichte ist nämlich so. Der Vater vom Sohn da Ja. und der Vater von der Tochter da, die haben sie verkracht wegen so einem Ehrensalut am Grabe vom Lux, dem da seinen alten Vater, beziehungsweise am Grabe vom Kopmeier Franz, der was ein Seedankämpfer gewesen ist und bei dem seltsamerweise die Böhlerer Kanon nicht geschossen hat. Sehen Sie, Herr Rat, das ist der Urgrund vom Krach. Ja, das ist alles vollkommen klar. Hä? Damit keine Missverständnisse aufkommen, ich sitze hier als Richter und nicht als Spezialarzt, gell? Was hat denn die Böllerer Kanonschießerei am Grab mit einer Hochzeit zu tun? Antwort. Nein. Nix mehr. Antwort. Dann nix mehr. Na, wart, Sie kriegen schon. Wachtmeister, bitten Sie mir den Herrn Bürgermeister von Dürling herein. Den Zeugen Kottmeier von Dürling bitte ich herein. Jawohl. Ja, ist gut. Tja, und Sie, übrig gebliebenes Fräulein Braut. Es war für nicht viel, was Sie mir da geboten haben, gell? Setzen Sie sich auch wieder hin. Das kann ich einfach nicht begreifen, wie so ein bildhübsches Mädel es nötig hat, sich von einem Viehhandler verkuppeln zu lassen. Sie, Herr Rat, werden mir fein nicht geschäftsschädigen, gell? Auf die Schönheit allein kommt beim Heiraten nicht an. Ja, was Sie nicht sagen, Held. Bei Ihnen gilt wohl bloß die Liebe oder die charakterliche Gediegenheit, was? Nein, nein, Herr Rat. Aber das Wichtigste in einer glücklichen Ehe ist der Zusammenstand. Ja, das meine ich ja. Ja, ob's da zusammenpassen, Ja. die Geschlechter, das ist Trumpf. Und auf das schaue ich. Da bin ich bestens eingeführt in 3 königlichen Bezirksämtern. Bitteschön, was wollen Sie haben, Herr Rat? Ab 3000 Mark Mitgift habe ich die Bräute in jeder Kategorie bis hinauf zu 20.000 Mark und mehr. Ja, Herr Rat, da fällt mir ja gerade ein, Sie sind auch ein Jungse. Greifen Sie doch zu. Mir wär's ja gerade genug, Held, mach's keine Witze, gell? Oh, Herr Rat, da hätte ich eine mit äußerster Diskretion für bare 18.000 Mark. Setzen. Fast kinderlos. Setzen. Bitte? Dann eben nicht. Sehen Sie, Herr Rat, jetzt habe ich schon wieder ein Geschäft verloren. So schnell geht es. Setzen, habe ich gesagt, Donnerwetter noch einmal. Nicht der Kerl mitten in der Verhandlung seinen eigenen Richter verkuppelt. Entschuldigen Sie, Herr Rat, aber manchmal spricht halt das Herz aus mir. Gell? Setzen! Der Zeuge Kottmeier, Korbinhand, Bürgermeister und Ökonom zu Dürling. Danke, ja, komm mal her, Kottmeier. Aber die, Herr Rat? Desgleichen, Kottmeier, desgleichen. Komm mal her. Sie, ich hab da gerade was Leuten hören, so ungefähr, dass aus der Ehe von Ihrem Korbinian nichts geworden ist, weil Sie nicht, wie Sie ursprünglich gesagt haben sollen, übergeben wollen. Stimmt das? Sagt das der oder der? Was der oder der sagt, das kann Ihnen doch ganz wurscht sein. Wer das glaubt, dass ich schuld bin, dass die zwei auseinandergekommen sind, der lügt. Bei der Sache bleiben, Kottmeier, bei der Sache bleiben. Wollten Sie übergeben, wenn Ihr Sohn heiratet, und zwar die hier gegenwärtige Resel Lux? Ja, war davon die Rede. Würden Sie es tun, oder nicht? Ja, no, so alt bin ich eigentlich noch nicht. Also nicht. Jetzt habt ihr's gesagt, Herr Rat. Der Viehhandler ist ein Betrüger und darum muss ich mein Hunderter wieder zurückkriegen. Recht kriegst Lux. Und du, Kottmeier, du sagst jetzt sofort die Wahrheit. Du hast zu mir am Sammarkt gesagt, dass für den Burm eine Hochzeiterin sucht. Jetzt blärst doch nicht andauernd rein, Held. Das war ein richtiger Auftrag, Herr Rat. Ja, pfui Teufel, man muss ja für den direkt genieren. Also für Viehhandler soll es in sämtlichen königlichen Amtsgerichten Hausverbot geben. Ja, aber Herr Rat, dann könnte ich doch gar keinen Prozess nicht mehr gewinnen. Das wäre aber schade. Setzen! Ja, verehrter Herr Kottmeier, wie äußern Sie sich einmal zu der Behauptung vom Held? Mei, auf so einen Saumarkt wird allerhand geredet. Ja, und hier auch. Ja, du musst... Herrschaftsheld, bleiben Sie doch sitzen! Hat also nicht bloß der Isidor Lux einen Ehevermittlungsauftrag erteilt, sondern auch der Kottmeier, und zwar einen ganz regulären, vielleicht sogar mit Honorarvorschusszahlung. Was? Aber was heißt da Auftrag? Einmal, habe ich gesagt, musst du heiraten. Nicht? Also wenn ich Ihre klugen Worte ebenso klug interpretiere, so würde das heißen, ganz unverbindlich. Ja, ja, genau so was, ganz unverbindlich, ja.
danke vielmals, verehrter Herr Bürgermeister Kottmeier. Sie können Platz nehmen. Überhaupt hat mein Sohn Hochzeiterin nur da. Der braucht doch keinen Agenten. Jetzt hast du meine Schwur, Kottmeier, einen glaubten meine. Herr Rat, da draußen sitzen Zeugen, die beschwören können, dass der Kottmeier zu mir am Samach gesagt hat. Ja. Held, hat er gesagt, wenn du für meinen Burm eine Hochzeiterin mit einem Haufen Geld auftreibst, dann übergebe ich das Anwesen mit allem, was draufgehört, morgen. Wörtlich hat er das gesagt, Herr Rat. Ja. Mein Hund, der Willi! Ja, fix! Einen Moment, Kottmeier, wenn Sie ganz scharf nachdenken, haben Sie dann den Held nicht doch vielleicht ganz offiziell beauftragt, hä? Ich frage nochmal. Ja, ganz unverbindlich. Ja, fix, Kottmeier! Ja, denkst du nach, hat sie dir da als künftige Schwiegertochter nicht gefallen? Ja, sag mal, ist dein Bub nicht bereits mit ihr zum Brautexamen am Pfannhof marschiert? Ja, wann denn die zwei nicht schon längst verheiratet, wenn euer Depper, der Totengraber, mit der Pille oder Kanone hätte besser schießen können, hä? Ruhe! Held, Sie zahlen jetzt auf jeden Fall einmal 3 Mark Ordnungsstrafe in die Gerichtskasse. Bloß damit mal was vorwärts geht. Schreiber notieren. Ja, glaubt ihr könnt hier alles daherböllern, was euch gerade so einfällt, der alte Rat frisst schon. Ob Auftrag oder nicht Auftrag, ob Honorarvorschuss oder kein Honorarvorschuss, ob Hofübergabe als Vorbedingung für die Heirat, das würde mich jetzt interessieren. Böllert's heute einmal mit der Wahrheit raus. Ich höre. Keine Antwort. Na, wart's nur, ich erwisch euch schon. Wachtmeister, rufen Sie mir den Corbinian Kottmeier Junior herein. Kottmeier Korbi. Jawohl. Ja. Der braucht doch keinen Schmuser, der Korbi. Der hat ja jede halbe Stunde, der Hochzeiterin. Der war nämlich 2 Jahre lang aktiv bei den schweren Reiter. Wie sein Vater. In der Hauptstadt München. Ja. Ah, Respekt. Und so ein Bursch, noch dazu Bürgermeisterssohn, der wäre ja geradezu ein Pracht- und Paradestück von einem Heiratskandidaten, ob jetzt auf echt oder fingiert. Gell, Held? Ja, was soll denn das heißen, Herr Rat? Das soll heißen, Held, dass sich aus diesem Zivilprozess ganz leicht und einfach und geschwind ein Strafprozess herausentwickeln könnte. Ja, aber Herr Rat, ja, Sie werden doch nicht glauben, dass ich ein Betrüger bin. Ich, der reelle Handelsmann. Herr Rat, schauen Sie mir ihn an. Hat ein Lump so einen ehrlichen Blick? Naja, du weißt schon. Ihr macht's mit dem treuherzigsten Schau. Die schlimmsten Gaunereien. Herr Oberamtsrichter. Rat. Beim Viehhandel, da ist mir alles wurscht. Da können Leute über mich schimpfen, wie es wollen. Aber in der Eheagentur, da lass ich mir nichts nachsagen, Herr Rat. Nein, nicht einmal das Schwarze unterm Fingernagel. Da bin ich Ehrenmann. Das kann ich Ihnen sagen. Freispruch ist das, was ich hier verdiene, Herr Rat. Nur Freispruch und nichts anderes. Mei? Mal schauen, Held, was sich machen lässt, gell? Herrschaftszeiten noch einmal, wo bleibt denn der Corbinian Kottmeier Junior? Hier, dann sage ich Kottmeier Corbinian Junior, Kottmeier Sohn von Dirling. Ja, ist recht. Komm mal her zu mir, Junior. Ein bisschen näher her. So. Wenn ich euch so anschaue, schlitzohrige Bagage, schlitzohrige. Na, was meinst du, Wachtmeister? Sollen wir die Kerzen anzünden? Wollen wir es schwören lassen? Hm? Aber das sage ich euch gleich. Wenn ihr es hier auf ein paar Maireide ankommen lasst, dann könnt ihr gleich hier heute euch im Zuchthaus auf Lebenszeit einmieten. Kerzen, weiter. Kerzen, jawohl. Kottmeier Junior, kommen Sie rauf da zu mir. Haben Sie, ich meine, mögen Sie Ihr Fräulein Braut? Ja? Ja? Und nur die da? Oder vielleicht noch ein paar andere dazu, hä? Nein, keine paar andere dazu. Das höre ich gern. Na, Jungfer Riesel, wie ist mit Ihnen? Kommen Sie auch her zu mir. Ich darf noch nicht mehr mit. Nein, das wird schon wieder werden. Schauen Sie her, Herr Rat. Mein Werk,
Na, lang nicht gesagt, Held. Sowas soll sich gelegentlich ganz schön von selber entwickeln. Meinen's? Das meine ich, ja. Na, ihr zwei, wenn ihr euch gern habt, warum heiratet ihr dann nicht? Hey, weil mir der Vater den ums Verrecken den Hof übergibt. Also das höre ich heute und hier das erste Mal, dass der Alte übergeben muss, wenn der Junge heiraten will. Das kommt doch in den seltensten Fällen so. Verdruckte Bande, ne? Wart's mal. Erwisch euch schon. Herr Rat, die Kerzen brennen. Auslöschen. Auslöschen? Ja, vorläufig wenigstens. Vorläufig wenigstens. Jawohl. Riesel. Ich darf ja nimmer. 100 Mark will ich. Wir möchten unser Geld wieder zurück und unser Recht. Deswegen bin ich doch da. Ja, ich auch. Hockt euch hin, alle miteinander. Ja, Kottmeier. Nein, Sie meinen nicht, den Alten brauche ich noch mal. Na, weißt du sich? Ja, no. Wer übergibt schon gern in meinem rüstigen Alter? Jetzt hörst du mal mit diesen blöden Übergeben auf. Könnt ihr mir doch nicht weismachen, dass das der springende Punkt ist. Ich will keinen Streit. Gutmeier, aber ich möchte mehr Ruhe. Jawohl. Und damit jetzt endlich Ruhe wird, hole ich mir meine Information direkt aus erster Quelle. Wachtmeister, rufen Sie mir die, wie ich gesehen habe, ganz zufällig anwesende Ursula Attenberger herein. Das Tagblatt von Türling. Die Pfarrerskirche. Jawohl. Jetzt gibt's Wahrheit an der Hof. Soweit es in diesem Kavaliersprozess überhaupt noch eine Wahrheit geben kann. Noch wär's Zeit, Gutmeier. Rücken's halt mit Ihrem Geheimnis heraus. Passen Sie auf, Herr Rat. Das ist nämlich ganz merkwürdig. Der Lux Isidor, unser Veteranerkommandant, hat bei der Beerdigung von seinem Vater, der wo seiner Lebtag nur Etappensoldat gewesen ist in Ingolstadt und nie in den Krieg mitgemacht hat, also bei dem seiner Beerdigung hat er 3 Schuss Ehrensalut schießen lassen mit unserer Böllerer Kanone. Und jetzt kommt das Hochmerkwürdige. Wie mein Bruder, der Franz, eingraben worden ist, da hat er nicht schießen lassen, obwohl das unser Franz auch noch 66 und 70, 71 einer von den tapfersten gewesen ist. Und bei so einem Mann wird nicht geschossen bei einem Eingraben. Ja, das ist doch eine ganz fürchterliche Schande. Mich trifft da kein Vorwurf, Herr Rat. Ich bin zwar der Veteranenhauptmann, aber ich bin nicht der Veteranenkanonier. Da müsst schon den Totengräber alles fragen. Der, was so saudumm angestellt, dass die Kraft hat, deswegen bin da völlig unschuldig. Aber bei deinem Vater, der wo nie einen Schuss schießen hat gehört, bei dem hat unser Kanoner dreimal gekracht. Oha, was ist das? Mein Vater ist 48, Gewehr beim Fuß gestanden in Ingolstadt. Ja, und war beinahe zur Hauptstadt München marschiert, wenn's bei euch nicht gekracht hat. Ja, gleich kracht's hier, aber ganz gewaltig. Grüß Gott, Herr Richter. Die Zeugin Ursula Attenberger, Pfarrerkirche von Türling. Schön, kommen Sie her zu mir, Freund Ursula. Ich bin froh, dass Sie jetzt da sind. Ich bin ja direkt froh, dass ich endlich einmal alles sagen kann, was in unserem Dorf da für abscheuliche Sünden und Missstände vorhanden sind. Zum Beispiel die Unkeuschheit, die Rauferei, die Sauferei. Frau Ursula, bitte keine vollständige Aufzählung, wissen Sie, sonst ist man morgen früh noch da, gell? Was ich kurz zum Sagen hab, das langt. Da wollen Sie das andere gar nicht mehr hören. Das Dörling ist ja so viel schlecht, Herr Rat. Da vergeht keine Woche, wo nicht mindestens 50 Todsünden passieren. Na, das ist doch gar nicht einmal so viel für so eine große Gemeinde, ne? Aber die allerbravste von den Braven ist unser Fräulein Ursula. Weil in unserem Pfarrhof nicht einmal der hochwürdige Herr Pfarrer was zu reden hat. Halten Sie nicht zurück, Herr Bürgermeister, sonst kommen noch ganz andere Geschichten auf. Wissen Sie, Herr Rat, Ja. bei uns in Dürling gibt's jetzt nicht mehr bloß Säufer und Lügner und Dieb und Ehebrecher, sondern auch Gotteslästerer. Ja. Leute, denen nicht einmal die hochheilige Fronleichnamsprozession heilig ist. Leute, die wo verhindern, dass bei jedem Evangelie unterm Segen der Ehrensalut ordnungsgemäß abgeschossen werden kann. Leute, die wo gar keinen Respekt haben und die wo für so eine Sache eingesperrt werden und das nicht bloß ein Jahr. Feierpause, Fräulein Ursula, ich flehe Sie an. Sie machen ja direkt Ihrer Böllerer Kanon selber Konkurrenz. Das ist ja ein Streufeuer, dem bin ich ja noch überhaupt
überhaupt nicht gewachsen. Das kommt daher wie Kraut und Ruhm, wie Kohl und Steckrüben. Der bisherige Durcheinander, da hätte man schon gelangt. Jetzt kommen sie daher mit Sauferei und Rauferei und Ehebruch und Lügnern und Dieben und Mördern und Gotteslästern und Prozession. Gar nichts von Prozession, sondern Prozess. Und worum es um den geht, davon ist überhaupt nicht mehr die Rede. Himmel-Donnerwetter, noch einmal! Er da und sein sauberner Herr Sohn haben in der Nacht zum Fronleichnamstag die Böllerkanon auf dem Totengräber sein Haus praktiziert, damit am Fronleichnamstag, dem Allerheiligsten, die militärischen Ehren versagt bleiben haben müssen. Schluss, ich mag jetzt überhaupt nichts mehr hören von allerheiligsten militärischen Ehren und Kanone und Bruch und weiß der Teufel was noch alles. Von der Kanone will ich schon gar nichts mehr hören, sondern nur den Kanonier, den Wasselhuber, alles, den möchte ich mir ganz gern noch vorknüpfen. Wäre der unter Umständen vielleicht auch ganz zufälligerweise anwesend? Unter Umständen ganz zufälligerweise, jawohl. Ah, halber Türling ist wohl da, ja? Halber Türling, jawohl. Gut, Meier, was sagen Sie zu dem Ganzen? Ich hab mit Ihrer ganzen Geschichte gar nichts zum tun, gell? Schwören's kann Meinheit, Bürgermeister. Aus Rache hat er's getan, weil am Grab von seinem verkommenen und versoffenen Bruder die Böllerkanon wie durch ein Wunder nicht hat schießen können. Drum hat er aus Rache später dem Herrgott den Ehrensalut verweigert bei der Prozession. Zum letzten Mal, Kottmeiers, raus mit der Sprache, was ist? Ich habe diese Kanone nicht auf das Dach hinauf praktiziert. Jawohl hat er's. Der Kasperger hat's gesehen und gehört. Sie haben dem Kottmeier seinen Sohn genauestens im Mondscheinlichte erkannt. Im Mondscheinlichte? Danke Ihnen, Jungfrau Ursula. Die Geschichte im Mondscheinlichte, die wird allerweil schleierhafter und hübscher. Und allerweil weniger glaubhaft, gell, Herr Rat? Das meinen Sie? Das ist nur lang nicht alles. Ich kann Ihnen Eid drauf schwören, dass ich keine Ahnung habe, wie die Kanone aufs Dach hinaufgekommen ist. Aus Rache hat er's getan. Fräulein Ursula, ich flehe Sie an, schonen Sie Ihre Nerven und die meinen. Aus reiner Rache, weil am Grab von seinem verkommenen und versoffenen Bruder die Böllerkanon wie durch ein Wunder nicht losgegangen ist. Wenn bloß wunderbarerweise die Ihre auch nicht mehr losgehen könnte. Die Kanone gehört überhaupt nicht zur Sache. Jo, Herr Rat, es gehört schon zur Sache. Ich möchte mal unser Pfarrerskirchen fragen, warum das am Grab von meinem Bruder nicht geschossen worden ist. Das war nämlich kein Wunder. Und Josef und sowas darf Bürgermeister sein. Ja, gleich morgen schreibe ich einen Brief ans hochwürdigste Ordinariat. Gottes Willen, Fräulein Ursula. Jawohl, denn viel vertragt der Himmel jetzt nimmer. Herr Rat, fragen Sie mal unseren Totengraber und Böllerer Kanonier, warum das am Grab von meinem Bruder nicht geschossen worden ist, aber beim Luchsgroßvater schon. Das hat doch alles nichts mit der Sache zu tun. Um die Streitsache geht es jetzt hier, um die 100 Mark für den Schmuser. Ja, so kommen wir hier nicht weiter. Wenn Sie den Alisi einvernehmen, Herr Rat, nachher kommen wir weiter. Und dann werden Sie gleich aufweisen, dass unser Pfarrerskirche ein ganz ehrabschneiderisches Mistblick ist. Haben Sie das gehört, Herr Rat? Ja, muss ich mir das bieten lassen von diesem Haberfeldtreiber, der sogar dem Allerheiligsten die Ehre abschneidet. Ja, keine Stunde mehr darf der bei uns Bürgermeister sein. Da muss der Herr Dekan eingreifen oder der Herr Generalvikar. Und warum denn nicht gleich der Heilige Vater? Wachtmeister, versuchen Sie, die Jungfrau zur Ruhe zu bringen. Jungfrau zur Ruhe zu bringen, jawohl. Nein. Wie bitte? Die Teppich am Ende auch noch ein Saubären heißt. Tun Sie jetzt auf der Stelle mutig Ihre Pflicht. Saubär! Ja, hören Sie es? Fräulein Ursula Attenberger. Wachtmeister, aber jetzt holen Sie mir schleunigst den Wastelhuber Alois herein. Die Zeugen, Wastelhuber, alles. Jawohl. Heute geht's aber wieder zu. Held. Ja? Muss man jetzt mit. Es würde alles wesentlich vereinfachen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, auf Ihr Honorar zu verzichten. Sie trifft's ja nicht schwer. Zahlen Sie in Gottes Namen dem Lux seine 100 Mark zurück. Und die Geschichte hat sich. Nein, Herr Rat. Nichts da. Schauen Sie, je mehr das aufkommt, umso reeller stehe ich da. Na, schauen Sie die Baren an. Im ganzen Königreich Bayern gibt's kaum einen Makler, der so einen Bar zusammenbringt. Sehen Sie, Herr Rat, so arbeite ich. Elendiger Büffel, elendiger. Miserablige Büffel, mistige. Zum Verzweifeln. Schade um die Resel. Sie ist beim Vorstand von unserem Jungfrauenverein. Ich hätte wirklich einen braven Mann vergönnt statt dem da. Du kannst mir am Arsch lecken. Wie schön still
dass er auf einmal da herinnen ist. Du Sauber, du. Ich habe nicht gesagt, du musst. Ich habe nur gesagt, du kannst, wenn's willst. Oh, das, wenn ich jetzt alles gehört hätte. Der Zeuge weiß mir über alles Totengeräte und Hochzeitslader zu Dürling. Ja, endlich, komm mal her zu mir. Grüß Gott, Herr Richter. Ja, grüß Sie Gott, Sie ganz zufällig anwesender Aules Wastelhuber. Machen wir's kurz. So wie ich Sie kenne, sagen Sie mal, wäre das nicht möglich, dass die Pfarrersköchin Ihnen etliche Maß Bier bezahlt hat, damit Sie am Grab des verstorbenen Gottmeier-Bruders Franz den Ehrensalut nicht abfeuern? Hä? Na, ich hab die Bellerschiss ordnungsgemäß abgefeiert. Ach so, Sie haben geschossen? Ja, natürlich. Ich lass doch mein Apanage nicht hinten. Dreck hat er geschossen. Kein Mensch hat einen Schuss gehört. Der Sarg wird abgelassen, Musi spielt einen Kameraden und kein Schuss kracht. Das ärgert mich noch mein ganz Leben lang. Was glaubt ihr, wie ihr mich hier ärgert? Wenn ich bloß wüsste, wer mehr lügt von euch vieren. Wastelhuber, Guckmeier, Attenberger, Held. Ja? Ich lass noch mal die Kerzen anzünden, gell? Hoffentlich nicht wieder umsonst. Ja, mei, ich hab die Schuss ausgelassen. Wenn's nicht geracht haben, da kann doch ich nichts dafür. Vielleicht hat das Pulver nichts getaugt. Und warum meinen Sie, hat das Pulver nichts getaugt und nicht gekracht? Ja, mei, das weiß doch ich nicht. Weil's ein Wundergewinn ist. Halt dein Goschen! Beziehungsweise versuchen Sie, Ihr zartes Mündchen zu halten. Weiter, was drüber? Ja, mei. Nix, mei. Was war mit Pulver? Ich heb's sogar unter ein Glassturz in meiner Kammer auf. Das Pulver. Zum letzten Mal, Wastelhuber, hat Ihnen die Jungfer Ursula 3 oder 5 Mark oder was weiß ich, wie viel Geld bezahlt, damit's am Grab von Gottmeier Franz nicht kracht. Die Kerzen brennen noch raus, damit jetzt Himmeldonnerwetter nochmal! Auf so viel Geld habe ich nicht verzichten können. Ich hab einen arg schlechten Geschäftsgang gehabt im vergangenen Jahr. Na, Gott sei Dank, das hätten wir endlich. Dankeschön, Wastelhuber. Ja, da schauen Sie her, Herr Rat. Seit vorigem Jahr keine einzige Leiche mehr. Wir haben einen zugesunden Luft. Ja, Wastelhuber, die Litanei kenne ich. Verschwinden Sie mit Ihrem Schmierheftel, mit dem Breckerten da, ja? Hochwürden Jungfrau Ursula Attenberger, kommen Sie noch einmal her zu mir. Warum haben Sie denn dem verstorbenen Kottmeier Bruder Franz die 3 Salutschüsse nicht gegönnt? Hä? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Schaut's auf die Kerzen. Das hätten Sie ja getan, Herr Rat, weil die Kottmeiers Saubeeren sind. Ursula Attenberger, ich mache Sie darauf aufmerksam. Der nächste Sauber kostet 5 Mark. Sagen Sie mir lieber, was Sie zu Ihrer Entlastung vorzubringen haben. Nein, man soll ja über die Toten nichts Schlechtes reden. Aber dieser tapfere Krieger, dem da sein Bruder, hat 4 ledige Kinder in der Pfarrei. Brav. Ja, und außerdem hat er, kurz bevor ihm der Schlag getroffen hat, in einem Vollrausch mich bei der Nacht auf das Ordinärste belästigt. Inwiefern denn? Indem er sich nicht geniert hat, vor dem Pfarrhof, der unterm Zölibat steht, eine Leiter aufzustellen und zu mir ans Kammerfenster zu steigen. Oh, und diese einmalige Gelegenheit haben Sie ungenützt verstreichen lassen, haben wir weggeschickt? Ja, wie er die Jungfer gesehen hat, hat er den Schlag getroffen. Weiter? Wochen drauf ist der da gekommen, der Kurbi, Ja. der ein Verwandter von ihm ist, mit seiner Hochzeiterin, mit der braven Luchsresel, und möchte das Aufgebot bestehen. Also, Herr Richter, das hat mir direkt einen Stich gegeben. Ja. So ein Mannsbild und so eine unschuldige Jungfrau. Ja, mei, wenn der Onkel bei Ihnen das Fenster probiert, kann doch der Neffe nichts dafür. Der hat jetzt bestimmt, kann ich Ihnen garantieren. Der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Geh ganz doch auf mit Ihren Kalendersprüchen. Weiter. Also vor 3 Monaten war's. Ja, genau vor 3 Monaten war's. Da habe ich das Paar, wie ich es allerweil mache, ins Amtszimmer vom Herrn Pfarrer geführt und hab's am Kanapee Platz nehmen lassen und hab's zuerst einmal beobachtet durch Schlüsselloch, ob sie das heilige Sakrament der Ehe auch in der rechten Absicht begehren und nicht bloß aus Unkeuschheit. Ja, und was muss ich da sehen? Im Herrn Pfarrer sein Amtszimmer drin. Ja, zuerst habe ich mich ja noch zurückhalten können, Herr Rat. Aber dann ist es zwischen denen 2 Albe weitergegangen und Albe weiter. Und dann habe ich mir gesagt, Ursula, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann kann es vielleicht zu spät sein.
Und in meinem Pflichteifer, Herr Rat, habe ich mich nicht mehr zurückhalten können. Jetzt habe ich dazwischen fahren müssen. So ein Paar ist für den Ehestand noch viel zu unreif. Das können Sie mir glauben, Herr Rat. Der Herr Pfarrer ist jetzt auch bald meiner Meinung. Ja, ich kann mich jetzt leider auch nicht mehr zurückhalten. Mir reicht's. Ich gehe jetzt. Macht's eure Streitereien allein aus. Für mich ist der Fall erledigt. Wir brauchen keinen Schmuser, Herr Rat. Meine Tochter, die kriegt erst so noch an Hochzeit, wenn sie auch schon im 3. Monat ist. Wie bitte? Wie war das? Brautexamen? Genau vor 3 Monaten war das? Oh. Kommen Sie noch mal her zu mir, Frau Riesel. Sie? Ja, Sie selbstverständlich auch. Sie können schließlich dazu. Ja, Jungfrau Therese. Stimmt das? Ja. Na, Kurbi. Ja. Respekt. Auf die Lösung muss man kommen. Ja, wieso? Mit 8000 Mark, da kriegt meine Tochter alle Tage eine Hochzeit. Ja, von 8000 Mark hast du noch nie was gesagt. Bei 8000 Mark übergebe ich und jetzt war kein heiraten. War ja schade, wenn ein Fremder vom Nachwuchs von meinem Fleisch und Blut was hält, ne? Riesel! Na, heute streiche ich aus der Listen vom Jungfrauenverein. Für dich allein brauchst du keinen Verein. Und als Bürgermeister muss ich mir noch schwer überlegen, ob das nicht Kuppelei von dir war, du Sauber! Bitte alles sofort in den Saal räumen. Die Sitzung ist geschlossen.